Die chinesische Regierung beabsichtigt eine Verdrängung der uigurischen Kultur in Osttürkestan. Mit dem Ziel, die uigurische Schrift aus dem öffentlichen Raum zu drängen, wurden alle uigurischen Verkehrsschilder in der Nähe der Sinja-Universität entfernt, berichtete die Nichtregierungsorganisation Bitter Winter. Ein Student der Universität erzählt von einer Orwellschen Rundumüberwachung, der man sich nicht entziehen könne. Hunderte Personen fanden sich in Nürnberg ein, um ihren Protest gegen die menschenverachtende Politik Chinas kundzutun. Organisiert wurde die Demonstration von mehreren türkischen Nichtregierungsorganisationen, die ebenso ihre Solidarität mit den Uiguren bekennen. Auch in der Nähe von Ankara versammelten sich in diesem Sinne erneut Nationalisten. Um ein Bild der Lage in Syrien zu bekommen, reiste der türkische Außenminister mitsamt einer Delegation nach Russland. Die Syrien-Thematik werde auch weiterhin von den drei Nationen Russland, Iran und der Türkei bearbeitet. Ebenfalls betonte der Außenminister den gemeinsamen Willen aller Parteien, Syrien von Terrororganisationen zu säubern. Die Proteste der Gelben Westen gehen nun in die 7. Woche. Verglichen mit den Wochen zuvor ist die Anzahl der Gewaltakte gesunken. Auslöser der hitzigen Demonstrationen war eine von der Regierung geplante Steuererhöhung und eine allgemeine Unzufriedenheit mit zu hohen Lebensunterhaltungskosten. Die New York Times beschuldigt Saudi-Arabien, in Darfur Kinder angeworben zu haben, um diese in den Jemenkrieg zu entsenden. Saudi-Arabiens fragwürdige Praxis im Jemen sei laut Helfergruppen vor Ort verantwortlich für 12 Millionen verhungernde und 85.000 getöteten Kindern.